Vorbereitung auf den G7-Gipfel. Der zentrale psychologische Dienst der Bayerischen Polizei in München schult seine Kommunikationsbeamten. Aber unser Auftrag ist ein anderer. Wir sollen proaktiv auf den Bürger zugehen, auf Versammlungsteilnehmer. Also Ansprechbarkeit haben wir gesagt, nicht provozieren lassen. Nicht provozieren lassen, gerade bei erwartbaren Protesten. Die richtige Kommunikationsstrategie ist für Polizeihauptkommissar Martin Thurau essentiell. Man muss sich vorstellen, im Einsatzgeschehen, wo Sie ja mit Bürgern zu tun haben, die emotional vielleicht aufgeladen sind während des ganzen Gipfels, wo Sie mit Demonstranten zu tun haben. Da ist natürlich ein hoher Stresslevel auch vorhanden von den Personen. Und die Aufgabe der Kommunikationsbeamten ist es, sich auf diesen Stresslevel einzulassen und zu schauen, dass sie diesen Stresslevel herunterfahren. Kommunikationsbeamte, die gezielt auf den Bürger zugehen. Die hätte es auch hier gebraucht, 1962 bei den Schwabinger Krawallen. Jugendliche kommen nachts zusammen, um einer Gruppe von Straßenmusikern zuzuhören. Anwohner fühlen sich gestört und rufen die Polizei. Der Einsatz eskaliert. Die Beamten nehmen die Jugendlichen fest. Die aufgebrachte Menge will das verhindern und blockiert Einsatzwagen, schimpft auf die Nazi-Polizei. Als Folge der Schwabinger Krawalle wird 2 Jahre später der zentrale psychologische Dienst der Bayerischen Polizei gegründet. Ulrich Rothdauscher ist heute der Leiter. Die Gesellschaft ist ja eine andere geworden. Das war nach dem Krieg. Man hatte noch immer so dieses Befehl- und Gehorsam-Thematik gehabt. Also die Erwartung der Polizei an den Bürger war, dass er das, was angeordnet wird, einfach umsetzt. Wichtig ist halt wirklich, bei jeder Szene, die wir jetzt betrachten, dass es ein Segment ist. Da fehlt die Zeit davor. Und im Prinzip ist es schon so, wir unterstellen natürlich jetzt, dass da viel Unprofessionalität dabei ist. Das war es sicherlich auch, weil die Polizei sich ja neu gefunden hat. Aber das ist jetzt viel Unterstellung dabei. Während des Einsatzes haben Polizisten selbst diese Aufnahmen gemacht. Gewalttätige Szenen spielen sich zwischen Passanten und Beamten ab. Verstörend ist die unerbittliche Härte gegen anscheinend harmlose Jugendliche. Oh, wir sehen ja jetzt, da schlägt ein Polizeibeamter von hinten mit dem Schlagstock auf den Rücken eines Festgenommenen. Also viel spricht dafür, dass das die Grenzen des Zulässigen überschreitet. Wir wissen zwar nicht, was davor war, aber so zumindest in dem Bildausschnitt erschließt sich nicht sofort die Notwendigkeit der Zwangsanwendung und die Notwendigkeit vom Schlagstockeinsatz. Aber es drückt auch eins aus, so eine gewisse Art der Überforderung. Um Herr der Lage zu werden, greift die Polizei zu verschiedenen Mitteln. Waren sie legitim und hilfreich? Also das Einsatzmittel Pferd, Dienstpferd, ist ein eigentlich sehr gutes Einsatzmittel. Man hat einen entsprechenden Überblick. Man kann es gut als Sperre einsetzen. Die Pferde und die Reiter sind auch besonders geschult und trainiert. Aber eins würde man wahrscheinlich heute nicht machen: in eine Menschenmenge reiten. Wenn man hier immer so in den Bildern sieht, dann fühlt man ja irgendwie einen Konflikt Polizei, Bürger, Staat, Bürger. Und irgendwie hat man das Gefühl, es geht so ums Gewinnen. Und das ist definitiv heute nicht der Fall. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern es geht ums Gestalten. Die Polizeifilme sind mittlerweile ans Staatsarchiv München übergegangen. Seit den 1950er Jahren hielten Polizisten ihre Einsätze mit der Kamera fest. Über diese besonders kostbaren Zeugnisse freut sich der leitende Archivdirektor Christoph Bachmann. Schon 1953 geraten Münchner nämlich mit den Repräsentanten des Staates in eine heftige Auseinandersetzung. Der Grund? Ein Bekleidungshaus will am Samstag länger öffnen. Die Demonstranten dagegen. Für den Historiker Bachmann sind die Filme eine wertvolle Ergänzung zu den schriftlichen Quellen. Das können Sie ja zum Beispiel an diesen Ladenschlusskrawallen ganz deutlich sehen. Die zeigen ja, wie viele Leute sich tatsächlich an diesen Krawallen beteiligt haben. Das heißt also, die ganze Kaufingerstraße, der ganze Marienplatz war voll von Menschen, die sich da engagiert haben, um diese Ladenschlussgesetze zu beseitigen. Und natürlich, was Sie ganz deutlich sehen können,
Das ist, wie ist die Polizei damals vorgegangen? Also wie war die Einsatztaktik? Also Sie sehen ja ganz deutlich, dass die Polizisten alle noch ihre Wehrmacht-Stahlhelme haben, dass die teilweise mit den Karabinern vorgegangen sind gegen die Leute, was heute natürlich vollkommen undenkbar wäre. Also da ist also durchaus ein Wandel zu sehen. Die Menschen gehen auf die Barrikaden. Die verlängerten Ladenöffnungszeiten am Samstag sind umstritten. Das Wirtschaftswunder führt zu steigender Wochenarbeitszeit. Bürger und Gewerkschaften der Adenauer-Ära begehren auf. Die Polizei versucht, die Menschenmassen aufzulösen und abzudrängen. Mehrere Hundertschaften bekommen die Lage nicht in den Griff. So greift die Polizei zu immer drastischeren Mitteln. Sie verdeutlichen für den leitenden Polizeidirektor Ulrich Rothdauscher den grundlegenden Wandel zu heutigen Einsatztaktiken. Wenn Sie Ihre Archive durchschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Polizei über Wasserwerfer verfügt. Sie werden sich aber schwer tun, aus der Neuzeit Bilder zu finden, die in Bayern sind. Da bin ich sehr froh drüber. Wasserwerfer ist natürlich Hilfsmittel der körperlichen Gewalt und ist ein Einsatzmittel. Sie würden den Strahl in eine Menschenmenge oder auf Menschen direkt gezielt. Also da muss was Besonderes sein. Und es gibt viele andere Möglichkeiten, die also milder sind, vom Wasserregen über die Wasserglocke. Da gibt es viel mehr. Aber Fakt ist, wir haben Wasserwerfer, Wasserwerfer sind geschult, Wasserwerfer sind trainiert und es ist ein legitimes Einsatzmittel. Im noch kriegszerstörten Zentrum liefern sich die Demonstranten regelrechte Schlägereien mit den Einsatzkräften. München avanciert zur Hauptstadt des Krawalls. Heute würde die Polizei schon im Vorfeld ganz anders agieren. Die Konzepte heute sind klassischerweise Stufenkonzepte. Also mit einer sehr niedrigen, deeskalativen, kommunikativen und dann erst zunehmend restriktiveren, anordnenderen, reglementierenden Herangehensweise. Es gibt aber Situationen, da ist der Konflikt gewollt. Und diese Situationen können wir nicht deeskalieren, sondern da müssen wir als Polizei auch mit repressiven Mitteln entsprechend unserem gesetzlichen Auftrag handeln. Auch wenn die allermeisten Demonstrationen heute friedlich verlaufen, beim G7-Gipfel kann der Konflikt von bestimmten Gruppen mit den Repräsentanten des Staates durchaus gewollt sein. Keine einfachen Einsätze, weiß Polizeihauptkommissar Martin Thurau. Ja, also wir haben vielfältige Gefahrensituationen, wo es einfach zu einer Eskalation kommen kann, wo es zu Konflikten kommen kann. Wenn die Welt auf einen schaut, wenn Pressevertreter vor Ort sind, ist das natürlich auch eine Herausforderung für die Polizei. Akribische Vorbereitung, psychologische Expertise und die Fähigkeit zur Kommunikation. Sie sollen auch diesmal wieder helfen, den Einsatz der Polizei beim G7-Gipfel möglichst gut zu gestalten.